auf dem Weg ins Lieblingszimmer. Hier lagert die Selbermacherin alles, was das Bastelherz begehrt. Vom edlen Papier bis zur Glitzerschleife. Daraus macht sie Weihnachtspost auf Nataschas Art. Ich mache jedes Jahr meine Karten selber und ja, da sitze ich dann schon viele Abende und da wird es oft ganz dunkel und spät. Jede Karte ein kleines Kunstwerk und Upcycling noch dazu. Denn oft nutzt Natascha Kettenacker hübsche Reste und macht daraus wieder etwas Neues. Das war mal eine, die waren auch ganz schlicht. Und da habe ich dann halt so einen Stiefel gehabt und habe dann das so mit eingenäht. Und so hat diese Vielfalt, glaube ich, macht es dann am Ende aus, dass dann jede Karte individuell wird und keine von der Stange. Ne? Dann kann man das Alte und Neue wieder, alles wird verwertet und sieht in der Summe nachher doch ganz besonders aus. Jetzt wird gebacken schwedische Pfefferkuchen. Die Zutaten: Zuckerrübensirup, brauner Zucker, Honig, viele Gewürze, Mehl und Butter. Die süßen Sachen mit Wasser aufkochen. Dann kommen Ingwer, Zimt, Nelken, Kardamom und die Butter dazu. Nicht umsonst waren Pfefferkuchen schon weit vor dem Mittelalter beliebtes Festtagsgebäck. Sie sind halt aufgrund der vielen Gewürze sehr gesund auch. Und früher hat man die nicht alltäglich gegessen, sondern das war zur Stärkung des Immunsystems. Also auch kranke Leute hat man dann diesen Pfefferkuchen verabreicht. Jetzt in unserer heutigen Zeit wird es täglich konsumiert. Auch da ist es nicht schlecht, weil ja natürlich die Nelke, der Ingwer, all diesen, das sind ja starke Entzündungshemme und immunfördernde Gewürze. Und das schadet in dieser kalten Jahreszeit überhaupt nicht, wenn man da jeden Tag einen davon isst. Das ist die volle Dröhnung, ne? Ja, total. Oder? Statt dass man das nicht einfach abschlotzt. Das sind dann gesunde Fette. Kurz abkühlen lassen und Natron unterrühren. Das macht den Teig schön locker. Weil sich dabei Gase bilden, den Dunstabzug einschalten. Das Mehl dazu und einen Tag im Kühlschrank ruhen lassen. Zeit zum Weiterbasteln. Aus Klorollen, Papier und etwas Deko klebt Natascha Kettenacker kleine Tütchen. Stabil müssen sie sein und vor allem dicht. Da braucht man wirklich die Heißklebepistole. Das ist dann doch ein festerer Karton. Auch, man merkt es auch, wenn man es zusammendrückt, der geht wieder zurück. Weil man möchte ja nachher nicht die Sauerei auch auf dem Boden oder in der Tasche oder irgendwo haben. Ein feines Pulver kommt da rein. Nataschas Ökodünger für den Garten. Eine Eigenkreation. Wie der wirkt, konnten wir im Sommer sehen. Tomaten bis an die Dachrinne. Rot und aromatisch. Und die Zitronen, richtige Geschmacksbomben. Der meiste Antrieb ist wirklich das, dass man aus Sachen, die anderen wegwerfen oder wo man achtlos wegwirft, wunderbare Produkte herstellen kann, die ja so einen großen Mehrwert haben. Also ich muss diesen Dünger nicht kaufen gehen. Ich kann ihn selber produzieren, ist ein Kreislauf und ich kann noch anderen Menschen eine Freude damit machen. Oft seien es die kleinen Handgriffe, die etwas besonders machen. Mit ein bisschen Geschick wird aus dem Zweig des Hartriegels eine Herzensrute. Entweder ganz schlicht oder mit Geschenken bestückt. Was Geschenkverpackungen angeht, hat die Selbermacherin auch einen Tipp. So, und das ist noch eine Variante, um Papier einzusparen. Gerade bei großen Geschenken ist das ganz toll. Und da kann man Tischdecken, Geschirrtücher, Bettwäsche nehmen und es nachher wieder verwenden. Und es sieht doch trotzdem schön aus. Draußen laufen die Vorbereitungen für einen gemütlichen Abend am Feuer. Sohn Lukas ist vorbeigekommen zum Glühwein trinken und Pfefferkuchen essen. Die sind aber noch nicht fertig. Den Teig ausrollen, Schwerstarbeit. Genau so muss er sein. Wenn der warm und weich wäre, könnte man dann überhaupt keine Ausstecher draus machen.
Wenn ich jetzt weiß, dass ich solche besonderen Ausstecher habe und wenn man den nachher dann fertig hat und den jemand geschenkt bekommt und ich weiß, der und der wartet schon jedes Jahr auf den, dann ist doch das einfach auch ja, eine schöne Motivation, diese wunderbaren Pfefferkuchen dann herzustellen. Bei jedem Mal habe ich doch immer ein bisschen Bedenken, ob sie auseinanderlaufen. Da ist man nie sicher und jetzt hoffen wir einfach, wenn wir öffnen, dass es nicht der Fall sein wird. Wunderbar. Die Pfefferkuchen. Bei ihrer Oma hingen sie am Weihnachtsbaum und durften Stück für Stück heruntergenascht werden. Heute gibt es sie auf der Terrasse. Das ist gemütlich. Ja, bitte schön, nimm ein Feuer, ein paar gute Plätzchen oder Brote und der Sohn an seiner Seite. Was kann man denn mehr wollen? Wunderbar. Für die Selbermacherin der schönste Ausklang eines ertrag- und arbeitsreichen Jahres.